kannst von mir aus eine Glatze schneiden, das kann den anderen egal sein. Es sind deine Haare, du kannst mit denen machen, was du willst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Video wird ein bisschen anders, weil es wird so richtig peinlich. Zumindest für mich. Wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, geht es um mein erstes Video. Und ich meine nicht mein erstes Video, das ich schon gepostet habe, also das ich schon auf meinem Kanal habe, sondern mein allererste Video. Und zwar das, was ich auf Hochdeutsch gemacht habe, das ich nie hochgeladen habe. Wo irgendwo im 2016 gedreht wurde, wo ich so ein bisschen probiert habe und gedacht habe, oh, das könnte ich hochladen. Aber nachher nicht gemacht habe, zum Glück nicht. Es ist nämlich, glaube ich, so peinlich. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Und es nimmt mich darum auch mega Wunder. Ich habe vor längerer Zeit schon ein Video gedreht von meinem 500 Abo-Special. Wenn ihr es vielleicht schon gemerkt habt, ich habe 500 Abonnenten. Also ich habe wirklich Videos probiert zu machen. Jeweils auf Hochdeutsch und alles. Es hat so schlimm dort. Ich zeige euch jetzt keinen Ausschnitt, weil es ist echt mega peinlich. Es ist wirklich mega peinlich. Aber ich habe mir überlegt, wenn ihr das wirklich seht, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, ab 150 Likes. Ich hoffe mal, das werdet ihr eh nicht schaffen, weil es ist so peinlich, wirklich, es ist so peinlich. Also das sind es da 500 gewesen. Jetzt ist es bald doppelt so viel. Das ist übrigens so krass. Ich danke euch so viel Mal. Ich hätte es glaube nie gedacht und klar, ich sage es so viele Mal und das sagt irgendwie jeder, aber es ist wirklich so. Ich bin euch so dankbar und so happy und genau. Gut, genug von dem. Wie gesagt, dort in diesem Video von meinem 500 Abo-Special, wo ich darüber geredet habe, wegen meiner YouTube-Story und so, wie das alles angefangen hat, bla bla bla. Könnt ihr sonst mal hier oben abchecken, ihr wisst Bescheid. Yeah, boy. Genau, ihr habt 150 Likes geschafft und jetzt muss ich dir zeigen und sie sind so abartig peinlich. Ich habe 2 Videos, die ich auf Hochdeutsch mache. Genau, es wird richtig peinlich, das sind mich so Wunder. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Ich habe jetzt meinen Laptop und meine Kopfhörer geschnappt. So, ich habe jetzt gerade das erste Video gefunden und das heisst meine Haartipps. Okay? Sind ihr parat? Sind ihr? Ich nicht? Gut. Okay, das wird so peinlich. Los. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich bin neu hier auf YouTube. Mein Name ist Nathalie. Ich hoffe... Oh, es ist so peinlich. Es ist so peinlich. Hallo und ganz herzlich willkommen. Wieso flüstere ich so halbwegs und... Oh nein. Kennt ihr die Kettchen? Ich habe die immer angehabt. Gut, jetzt ist es einfach ein Joker geworden, aber ich habe immer das Kettchen angehabt. Ich kenne jetzt safe irgendwelche Mädchen, die früher auch mit die Kettchen angehabt. Die hat einfach so irgendwie jeder gehabt. Erstmal, Alter, mein Hochdeutsch. Also, nein, so peinlich. Und, by the way, wieso mache ich Haartipps? Schaut euch meine Haare an. Sie sind irgendwo so lang und sie sind einfach kaputt. AF. Oh nein. Oh nein. Euch wird das Video gefallen, denn das hier ist mein erstes Video auf YouTube. Und es geht hier um 10 Tipps und Tricks, wie ihr lange Haare bekommt. Aber diese Tricks haben mir halt geholfen, diese Länge zu bekommen. Diese Tricks haben mir halt geholfen. Sprachenlernen Bubble. Ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's! Boah, Alter! Jetzt kommen Tipps, wie ihr so lange Haare bekommt. Ich kann mich nicht ernst nehmen, sorry. Der erste Tipp ist, dass ihr eure Haare immer kämmen sollt. Alter, merkt ihr, wie viel Mal ich durch meine Haare fahre? Immer so, ja, also herzlich willkommen zu einem anderen Video. Wie ihr lange Haare bekommt. Klar, man muss sagen, es ist auch mein erster Versuch eigentlich, mein allererster. Für das ist es eigentlich nicht mal so schlecht. Und ich fahre jetzt gerade meine Haare. Aber sie fliegen die ganze Zeit ins Gesicht, Mann! Ich weiß, es klingt jetzt ziemlich komisch, aber wenn ihr eure Haare immer und immer kämmt, dann oben bildet sich ja sozusagen werden eure Haare sozusagen fettig. Und wenn ihr die Haare immer kämmt, dann verteilt ihr das Fett nach unten und ihr bekommt ganz schön glänzige Haare. Und ja. Moment. Was? Was laber ich da? Meine Haare vor allem, die sind ziemlich trocken. Und sie haben meist keinen Glanz, also jetzt haben sie Glanz, also früher hatten sie nie Glanz, die waren trocken, die waren langweilig, Und ja.
ist ja gerade aufgefallen, wie viel Mal ich eigentlich und ja sag. Das ist von Schwarzkopf und ja, da sprüht man einfach auf die Haare und ja. Und ja, und ja. Es sind eure Haare. Niemand anderen muss euch sagen, ihr müsst euch die Spitzen schneiden oder du hast hier Spliss. Mich hat das immer genervt und meine Mutter auch. Immer in der Schule kommen irgendwelche und sagt, hey, du hast Spliss, schneid doch deine Haare. Ich weiß, es ist ein netter Hinweis, aber wenn dir das jeder sagt, dann geht es dir so auf die Nerven und dann, ich weiß, vielleicht denken dann andere wirklich, ja, du musst vielleicht wirklich deine Spitzen schneiden. Das Problem ist einfach, es sind deine Haare. Es sind deine Haare, du musst sie nicht schneiden. Nein. Weißt du, wenn jemand zu dir kommt, ey, ich will deine Haare schneiden, du hast einen Spliss. Hey, es sind deine Haare. Nein, ohne Witz, es ist so peinlich, es ist so peinlich. Du kannst von mir aus eine Glatze schneiden, das kann den anderen egal sein. Es sind deine Haare, du kannst mit denen machen, was du willst. Du kannst sie auch, keine Ahnung, du kannst sie jedes Mal föhnen. Ich will nicht sagen, dass du das mit deinen Haaren machen musst. Ich sag dir nur die Tipps und ja. Du kannst sie auch föhnen. Ich gebe dir nur die Tipps. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Es sind deine Haare. Du kannst auch einen Sidecut machen. Du kannst alles machen. Auch wenn es andere scheiße finden. Es sind deine Haare. Es ist dein Leben. Und ja, das fand ich immer scheiße. Voll sozial bin ich gebe euch die Freiheit, essen von deinen Haaren. Ich gebe nur Tipps, also ich möchte das nicht verfolgen. Es ist so peinlich. Es ist so peinlich. Zum Glück habe ich das nicht hochgeladen. Oh, zum Glück, Alter, das wäre mal der Lacher des Jahrtausends. Ich glaube, das gönne ich mir jetzt nicht mehr. Ich habe noch einen zweiten Film. Der heisst, wie heisst der? Meine Weihnachtsgeschenke! Yeah! Oh Gott. Okay, schauen wir uns das mal an. Weißt du, welcher Mensch fragt sich, was hat Nati Style auf die Weihnacht bekommen? Oh geil, das Video ist online gekommen! Ah! Nein, einfach nicht. Einfach nicht. Es juckt einfach keinen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal, wie nah hocke ich bitte? Und dann komme ich noch so, hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Was ich so zum Weihnachten bekommen habe. Stopp nochmal. Was? Zum Weihnachten bekommen haben. Denn ich war in den Ferien in Deutschland und habe diese mir gekauft in einem DM. Und Was kommt deshalb jetzt? musste ich die unbedingt haben. Der Preis war mir dann wirklich egal. Auf jeden Fall. Alles klar. Jeder hat es gebraucht, jeder hat es wollen. Wer kann es nicht? So geil. Oh mein Gott, jetzt kommen wir gerade mit dieser dummen Etagere. Ich habe die so gefilmt. Ich glaube, das kommt in diesem Video noch. Weißt du, ich habe sie so gezeigt und so gefilmt und ich bin irgendwie nicht auf die Idee gekommen, meine Kamera von meinem Stativ wegzunehmen. Warum auch immer. Anstatt so zu filmen, habe ich einfach... Oh, ich hoffe, das kommt noch. Das wäre so geil. Dann habe ich auch noch diese wunderschöne Etagere bekommen. Ich habe jetzt hier schon, keine Ahnung was, Jackelmoon und weitere Dinge hier reingefüllt. Ich habe auch noch eine Literkette Eine Literkette. beigefügt und ja, mir gefällt sie ganz gut. Ich habe noch EOS bekommen, die seht ihr hier auf dem Video. Wieso habe ich Ohrenstäbli auf meiner Etagere? Ich wusste noch nicht lange, wo ich sie hier hinstellen sollte, aber ich habe jetzt bereits ein Plätzchen gefunden, nämlich neben meinem Schminktisch. Nämlich neben meinem Schminktisch. Wahrscheinlich ist dann Stativ ganz gebrochen. Man weiß es nicht. Nein, es ist einfach nur traurig. So, das war's jetzt mit meinem Video. Das waren alle Geschenke, die ich bekommen habe. Wieso rutsche ich immer so viel? Also, so, das war's jetzt mit meinem Video. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr freuen über eine Bewertung. Daumen hoch, Daumen runter. Aber jetzt mal Real Talk. Findet ihr, ich habe mich vom Aussehen, oder vielleicht auch vom Charakter, gut, keine Ahnung, das kann man jetzt da nicht so einschätzen. Findet ihr, ich habe mich verändert? Schreibt mal in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss! Oh mein Gott, nein!
Habe ich nicht gemacht. Ich kann es nicht ernst haben. Also, tschüss. Ich habe mir nicht ernsthaft so einen scheiß Kussmund gemacht. No. Schreibt ihr unbedingt jetzt mal in die Kommentare, ob ich mich verändert habe und wie ihr so die ersten Videos für sich gefunden habt. Ob sie richtig peinlich sind, so wie ich sie finde. Oder auch nicht, oder keine Ahnung. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Und sonst schreibt auch Bratwurst in die Kommentare, finde ich auch gut. Genau, das wäre es jetzt eigentlich schon mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, es war unterhaltsam. Es war mal etwas anderes als sonst. Und genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, oder eben auch nicht. Und abonniert mich, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Dort auch die Glocke aktivieren, dass ihr immer am Sonntag 14:00 benachrichtigt werdet und denkt so, oh mein Gott, das Video geladen, und dann könnt ihr drauf drücken. Dann wünsche ich euch, wie gesagt, nochmal einen wunderschönen Sonntag. Also, tschüss! Weißt du, das ist einfach so YouTuber-Lifestyle, irgendwelche Pulli, Leggings und irgendwelche Kuschelsäcke. Oh, oh. Wow.